Ich habe viele Bücher gelesen, ich habe, äh, viele YouTube-Videos gelost, ich habe viele Podcasts gelost und habe mich ja auch weitergebildet. Aber ich habe mich nur, kann man sagen, intellektuell weitergebildet. Also eigentlich nur im Wissen, aber nicht in der Erfahrung. Weil ich habe zwar Wissen angesammelt, aber keine Erfahrung. Weil das Wissen ist dann so, ja, tönt logisch, was der sagt. Eben wie ich jetzt vorher gesagt habe, tönt logisch, was die erzählen. Ja, voll, oder? Aber ich habe es dann gleich nicht angewendet. Ich habe es nicht angewendet. Und das hat der Neville Goddard, dort ist mir der Klick auf. Der Neville Goddard hat gesagt, du bleibst, wenn du nur Hörer des Wortes bleibst, dann verändert sich nichts, du musst Täter des Wortes sein. Eben das anwenden, was du hörst oder selber predigst in dem Sinne, oder selber erzählst, oder? Dass du auch wirklich auch einmal auf die eigenen Tipps hören, die du deinen Kollegen gibst, oder? Viele von diesen Tipps wirst du wahrscheinlich selber nicht anwenden, oder? Aber es sind Tipps, die irgendwoher kommen, auch aus einem Gefühl, wo du dahinter kannst stehen und auch in dem Fall glaubst, weil sonst würdest du ihm die Tipps nicht geben. Darum ist es dort auch schon einfach mal auf die eigenen Tipps zu hören, mal lernen, die eigenen Tipps anzuwenden. Das habe ich dann auch angefangen, zum einfach mal zu sagen: «Ja, ich gebe ja den Menschen so viele Tipps auch, also da kann ich auch mal schauen, was erzähle ich denn eigentlich die ganze Zeit und das auch mal anwenden.» Also das heisst, ich bin ja auch mein eigener Lehrer, oder? Auch auf mich selber zu hören, so: «Okay, wie all die Bücher, oder? Ist jetzt verständlich für mich geworden, oder? Ich kann das jetzt auch weitergeben.» Ich glaube, das ist dann auch schon gut, wenn man sich das alles aneignet, weil man hat halt viele verschiedene Sichtspunkte, die man kann zusammenfassen und weitergeben, oder? Jetzt kann ich halt meine eigenen Erfahrungen stützen auf Sachen, wo zum Beispiel Joe Dispenza, wie soll ich sagen, Studie dazu gemacht hat, oder der Neville Goddard, oder was er in Wort fasst. Von dem her ist es schon gut, aber es geht erst ab dem Moment, kann ich wirklich sagen, ja, ich empfinde es auch so, wenn ich eine Erfahrung mache. Und die macht man nur indem, dass man sie macht und nicht nur lost. Darum eben, man kann Tausende von Büchern hören, man kann sich weiter, es kann auch eine Art von Flucht sein oder von Ausweichen, dass man denkt, ja, okay, ich muss noch das wissen, dass ich richtig kann anfangen, oder? Erst dann, ich will ja nicht Falsches machen, ich will ja nicht irgendwie falsch meditieren. Also lese ich nochmal 3 Meditationsbücher, ich will ja von Anfang an, wie soll ich sagen, den YouTube-Kanal richtig führen. Also verzögere ich es nochmal einen Monat, 2, 3, 6 Jahre, wie ich es gemacht habe, oder? Darum, jetzt kann ich aus Erfahrung reden, oder? Jetzt kann ich auch wirklich etwas mitgeben und das ist das Schöne. Jetzt kann ich auch wirklich Sachen mitgeben, die ich erfahren habe an mir selber, oder? Es bleibt jetzt nicht bloße Theorien, die ich von anderen Menschen erzähle, sondern ich kann jetzt das zusammenfügen. Ich kann jetzt von anderen Menschen die Theorien, die sie haben, an meinem eigenen Leib erfahren und kann jetzt mitreden. Oder? Ich kann jetzt mit gutem Gewissen das auch weitergeben, weil ich weiss, für mich stimmt's, vielleicht stimmt's für die anderen nicht. Da kann ich halt nicht sagen, oder? Vielleicht ist für die einen wirklich nicht das Richtige, aber dann ist das ja auch okay. Aber ich kann jetzt auch mit gutem Gewissen hinter dem stehen, was ich erzähle, weil ich erzähle nicht einfach irgendetwas, oder? Und das gibt auch mir viel mehr Sicherheit und ich glaube, das wird dann auch ausgestrahlt und auch, dass die Menschen dann halt das vielleicht auch viel eher können annehmen, weil der einer redet, der das auch erfahren hat, oder? Und ich glaube, wir haben heute nur Theorien, in jedem Buch sind es Theorien, viel zu wenig Erfahrungsbericht. Und ich habe ein Buch von Joe Dispenza gelesen, «Werden übernatürlich», und dort hat es mega viele Erfahrungsberichte drin und es gibt eben, wenn man daran glaubt, wenn man diesen Menschen glaubt, oder vertraut, sagen wir's so. Wenn man denen vertraut oder so weit vertraut, dass man ihnen zuschreibt, dass sie kein Seich erzählen oder kein Seich, in Bücher schreiben, dann sind auch genauso Erfahrungsberichte mega viel wert, weil, oder, man sieht: «Hey, der hat das geschafft, dann kann ich das auch, dann schaffe ich das auch.» Und es gibt auch, ja, das Gesetz der, Möglichkeiten. Das heisst, alles, was für einen möglich ist auch für dich möglich, oder? In der Theorie, auch wenn das wahrscheinlich 99,99999% der Menschen verneinen, ist es möglich, so viel Geld zu verdienen und so weit oben zu sein wie der Elon Musk. Aber weil 99,9999999% das gar nicht in Betracht ziehen, wird es niemand machen, oder? Das heisst, da sind die Menschen ganz auf einer anderen Energie. Er schwingt auf einer ganz anderen, Frequenz als jetzt all die anderen, weil sonst hätten die das auch, oder? Und so kann man, und eben mit Erfahrungen vertraut man mehr dem Ganzen und wenn man mehr vertraut, dann erlebt man es mehr und wagt auch mehr und dann kann man viel einfacher seine Schwingung immer weiter erhöhen. Und wenn man dann auch noch eben die hermetischen Gesetze, die rate ich auch sehr ans Herz, die 7 hermetischen, Grundprinzipien, die mal durchzugehen, weil das erklärt eigentlich alles, oder?
Dann dort lernt man auch, wie kommt man aus Situationen raus, oder? Wenn man versteht, dass sie sagen, ja, es gibt alles ist rhythmisch, alles ist Pendel, alles, wo ins Gute schwingt, schwingt auch ins Negative. Das heisst, immer auf das Hoch kommt immer ein Tief, auf die Ebbe kommt immer Flut, auf Tag kommt immer Nacht, auf Frühling kommt immer Herbst. Oh gut, das gibt's in der Schweiz nicht mehr, aber ihr versteht. Und das heisst, wenn du weißt, okay, auf jedes «Mir geht's gut» kommt auch einmal ein «Mir geht's schlecht». Das heisst, du weisst, dann, wenn es dir schlecht geht, es kommt wieder ein Gut. Also das heisst, du kannst dich motivieren, weil du wirst nicht ewig dort sein, aber wenn du die hermetischen Grundprinzipien kennst, dann weisst du, kannst dich polarisieren. Du kannst dich, wenn du zum Beispiel, ähm, die sagen, dass zum Beispiel Liebe und Hass, das ist das gleiche Ding, aber auf einer anderen Frequenz. Also sprich, es ist die gleiche Skala, aber auf einem anderen Ende. Das heisst, es gibt, da ist Liebe und da ist Hass. Das heißt, wenn du Hass empfindest, weißt du, du kannst dich polarisieren auf Liebe. Und so kannst du eigentlich den Pendelschwung ausweichen. Genau, aber ich gehe da noch nicht zu tief rein, weil das Büchlein habe ich jetzt erst gelesen. Das war das erste Mal, wo ich da gelesen habe. Spannend ist ja, es liegt schon lange da. Und ich habe mir das schon mal gekauft, das Kybalion. Und gleichzeitig haben wir auch vom Eckhart Tolle «Stille spricht» gekauft. Und eben, es ist schon lange da, aber es ist genau im richtigen Moment in meine Hände gekommen, oder? Genau dann, wo das Thema ist. Darum habe ich glaube wirklich nicht mehr Zufall. Und das ist wieder genau die Schwingung hat gestimmt. Es ist so geschwungen worden in mir. Ich bin parat gsi, dass es auch wieder zu mir können. Oder das heisst, es hat sich schon mal irgendwie bei mir eingepflanzt. Über, glaube das habe ich schon über 6 Jahre. Das ist das Spannende. Ich habe das jetzt schon über 6 Jahre und ich habe es jetzt erst mal in die Hand genommen und es ist genau im richtigen Moment gewesen. Aber ich kenne mich noch nicht so aus mit diesen Grundprinzipien, aber sie harmonieren perfekt auch mit dem Gesetz der Annahme. Also auch der Neville Goddard, der hat ja auch Bibel studiert und Bibel und weiß gar nicht mehr und dann über Jahre, oder? Und vieles von den hermetischen Grundprinzipien, die sind ja auch in der Bibel behalten oder in allen Religionen schlussendlich oder Glaubensrichtungen. Und was soll ich sagen? Genau, und er redet eigentlich auch die ganze Zeit von diesen Gesetzen, einfach in 'ner anderen Sprache, wahrscheinlich in der damals modernen Sprache, oder? Er hat vom Gesetz der Annahme geredet. Es ist eigentlich auch dein Sein. Heute reden wir vielleicht von deinem Sein, oder? Es ist eher so, wie du bist, oder? Deine Seinsebene bestimmt deine Realität. Er hat gesagt, ja, eigentlich dein Selbstkonzept, oder? Und er hat halt das Gesetz der Annahme hat er's so benannt, beziehungsweise ich glaube, er selber hat es gar nicht so benannt. Er hat das Gesetz der Freiheit, hat er's, glaube ich, selber genannt, aber das hat man dann irgendwann so er hat's, glaube ich, das Gesetz der Freiheit genannt selber, wenn's mich nicht ganz täuscht. Ja, und so hat man dann die ganze Wissen eben jetzt auch von den hermetischen, Grundprinzipien, dass man sieht, okay, auch der Lehrer redet ähnlich, auch der Joe Dispenza, der hat's jetzt halt einfach auch noch alles schwarz auf weiß, weil er hat jetzt die Wissenschaft dahinter und früher ist halt ja, hat man schon auch Wissenschaft betrieben, halt nicht schwarz auf weiß. Aber ja, man hat ja dann auch angefangen, die Sachen probieren und halt niedergeschrieben. Und ja, und je mehr, dass man die Sachen auch versteht, dann weiss man, okay, wenn es mir jetzt schlecht geht, das ist nur eine Phase. Und ich kann die Phase sogar unterbrechen, indem dass ich mich auf die andere Seite von dieser Skala ähm, tue, mit dem Gefühl polarisieren. Oder das heißt, wenn du dich schlecht fühlst, weißt du die Lösung vom schlecht fühlen. Wenn du weißt, die Skala ist immer gegenpolar, das heißt, kalt ist warm, Hass ist Liebe, reich ist arm, dann weißt du, okay, wenn dich arm fühlst, dann hast du die Möglichkeit, dich polarisieren auf dich reich fühlen. Das heißt, du erhebst die Schwingung von dieser Skala auf, tust du eigentlich polarisieren auf die andere Seite. Und so kannst du eigentlich aus allem entfliehen. Das heißt, es gibt niemand muss für immer arm sein oder niemand muss für immer oder geht's einem immer schlecht. Das ist halt immer schwieriger, wenn du dich richtig versuchst ja, in Selbstmitleid oder was auch immer und gar nicht mehr das Gefühl hast, du kannst über. Aber du kannst dich eigentlich in ein neues Gefühl begeben. Das wäre wieder das Gesetz der Annahme, oder? Living in the end. Wo willst du hin? Dass du bereits dich so fühlst, wie du am Ziel möchtest sein. Das heißt, wenn du Hass oder Hass empfindest, dann kannst du auch wieder Liebe empfinden, indem dass du dich auf Liebe einschwingst, oder? Aber das ist halt alles ein Akt
Willensakt, oder? Also, jetzt muss man halt was machen dafür. Das wäre Alchemie, ja. Sie sind auch Alchemisten gewesen, das steht auch so in den hermetischen Grundprinzipien. Und ja, da habe ich jetzt auch ich habe gesehen der das geschrieben hat oder wo man hat noch andere Bücher, da haben wir jetzt auch überlegt dass ich mir noch mal so eins hole, aber eben, das ist auch ich weiss mittlerweile eigentlich, was ich will machen und jetzt bin ich auch an dem Punkt: „Fabio, du musst es einfach machen“, oder? Noch weiter reinlesen ist schön und gut, aber es ist nur die Anwendung, nur die Erfahrung macht's, oder? Und da höre ich dann auch wieder auf meine eigenen Tipps und versuche jetzt wirklich mehr halt einfach Sachen umsetzen, die ich schon mal gehört habe, anstatt mich weiter mit irgendwelchen Theorien, auseinandersetzen. Aber, die hermetischen Grundprinzipien werde ich noch mal genauer anschauen, weil es ist nur 'n kleines Büchlein gsi und ja, und vom Neville Goddard habe ich auch recht viel. Dort habe ich alle wie viel ich weiss nicht, wie viel das es gibt. Auf, Audible hat's extrem viel. Hörbücher sind alle empfehlenswert, eins besser als das andere und es ist so viel auf das Gleiche von verschiedenen Ebenen beleuchtet, dass es einfach es gibt das Gesamtbild, oder? Und 'ne einfache Anleitung eigentlich, wie man sich das kann, wie man das kann machen. Aber auch er sagt, du musst zu Taten treten. Es geht nicht einfach. Oder du wirst nicht einfach. Oder du kannst dich schon auf die Frequenz einschwingen, wo du am Endziel willst sein, aber wenn du nicht handelst wie die Person, dann wirst du niemals dort ankommen. Das heißt, wenn 'ne Möglichkeit kommt, wenn du dir vorstellst: „Ah, ich möchte so gerne mal auf einer Bühne reden“ und dann kommt die Möglichkeit und du nimmst sie nicht in Angriff, dann wirst du wieder nicht auf der Bühne reden. Es wäre aber die Möglichkeit gewesen, weil eine Möglichkeit hätte es vielleicht ergeben, durch das, dass du auf dieser Schwingung gewesen bist, aber wenn sie du nicht nimmst, wenn du die Schwingung dann wenn du die Möglichkeit dann zerfallen lässt, dann, ja, musst halt wieder auf eine warten.